Herzlich willkommen zurück zu Pokémon-Legenden Arceus. Und zwar, ja, hier sind wir zwar immer noch in der Version 1.1.1, hat sich also augenscheinlich nicht viel verändert, aber währenddessen ist das Pokémon Home Update durch und wir sind oder wären in der Lage, mit der neuesten Version von Pokémon Home, Version 2.00, wären wir in der Lage mit Strahlerdiamant, leuchtende Perle, Pokémon Home und Legende Arceus miteinander zu kombinieren, zu verknüpfen, wie auch immer. Und natürlich auch mit Schwert und Schild, also quasi alle Pokémon nach Home zu transferieren und dort dann zu gucken, willst du noch was irgendwo anders hin transferieren, hin und her, wo es gerade irgendwie geht, wo es auch nicht geht, etc. etc. So, da im Hintergrund gerade natürlich von der Kraterberg mit dem Riss im Himmel, sehr schön. Da wird ja vermutlich Arceus auf uns warten. Und aber bis es soweit ist, haben wir noch ein bisschen was zu tun, Freunde. Okay, das Bronzel will uns was mitteilen. Vielleicht, dass erstmal Shelterra am Arsch ist und ich es deswegen ganz kurz zielen sollte. Könnte sein, weiß nicht. Muss auch irgendwie mal ein paar Dinger herstellen oder irgendwie craften oder so. Mal gucken. Ansonsten das Team gefällt mir immer noch zeitweise ausgesprochen gut. Und ich eigentlich, ehrlich gesagt, mal etwas vorhätte, dass man angenommen, ich würde Tonupto rausschmeißen und das Panferno holen, was wir uns vor kurzem mal gefangen haben, das Herrscher Panferno. So, Piondral können wir vielleicht drin lassen, aber quasi Panferno, dann noch irgendwie kombiniert mit einem Elevolte und einem Gengar, was wir auch schon haben. Elevolte müssen wir noch fangen. Genau, Gengar wird ganz gut dazu passen. Vielleicht statt Axanto, wenn wir einen Sherox, wenn wir Käfer Stahl hätten. Und auch ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, Resistenzen und so. Könnte sicher noch ein cooles Team werden. Aber erstmal gucken, ja. Wir haben noch anderes zu tun. Hey Bronzel, was geht ab? Bron! Da drüben scheint etwas zu sein. Okay. Dann gucke ich doch gleich mal, muss mal ganz kurz schauen. Ich habe mich noch ein bisschen informiert, wie es hier generell auch mit dem Gebiet aussieht. Denn ich habe mir sagen lassen, es müsste ungefähr hier sein. Es passt ziemlich gut mit der Richtung, in die wir gerade unterwegs sind. Irgendwo hier, Pokémon-mäßig. Wobei, ihr könnt das Ding eigentlich auch... was nehme ich denn da? Coco, nee, schon Pokémon-mäßig. Wir haben doch noch so eine seltsame Quest mit Kinoso. Die soll man dort offenbar von den Bäumen schütteln können. Wäre mal interessant, oder? So by the way mäßig und so. Dabei gehen wir wieder mal ein bisschen was einsammeln. Ne? Wir haben nicht mehr so viele Waren. Volltrefferling, okay. Ich habe jetzt irgendwie auf der Karte hier auch keine Gegenstände, die irgendjemand verloren hat oder so in der Nähe. Nee, ihr müsst hochgehen. Ja, super. Mir fehlt echt eine Minimap. Also wenn das Spiel das irgendwie mal einbauen könnte, mit einem nächsten Update und so, wäre ich dem Spiel sehr verbunden. Okay, gehen wir mal rüber, komm. Ja, hier drüben war. Angeblich. Ich gucke erstmal hier. Da scheint ja auch noch ein Venuflibis zu sein. Ups. Das hat es mal gelohnt, ey. Ich wollte gerade sagen, wie lange willst du da eigentlich noch irgendwie ausharren? Ich meine... Ja, super. Was ist überhaupt für eins? Also muss ich gar nicht. Ja, gerade. Muss ich gar nicht mehr ver... Oh, da hätten wir noch einen Herrscher, wenn du Fliebis. Ja, gut. Da Pet noch eins, wenn ich schon vorhin Level 10 habe. Das Ganze, das wird irgendwie was noch... Was ist denn dort? Was ist denn dort? Hä? Was ist das?
das Pilze? Hm, interessant. Ja, wenn es ein Venoflibis. Theoretisch könnte ich es auch angreifen. Aber wozu? Er schläft so schön. Nee, nee, komm. Machen wir keine Scheiße, Freunde. Da ist noch ein Enton, jetzt noch... Ja komm, mach mal. Noch sowas in der Art. Oh. Da hat es noch mehr Beeren. Da ist noch ein Bronze, sehe ich gerade. Es wird von wilden Entons bedroht. Oh nein! Die Entons sind unsere Feinde. Aber Enton, du bist sicher auch Stufe 10, wa? Naja. Das Enton so, wo kommt der Besuch her? Wo ist er Besuch hin? Der Baum da drüben schüttelt sich gerade nicht, wa? Nee. Werden kann er trotzdem mal. Was ist hier los? Ja, ich sehe, dass dort irgendwie Enton und Bonzel. So. Hey Enton, na was geht? Was zum... Was ist das gerade? Das Enton links ist aber größer, wa? Hey Enton, ah, alles klar. Bronn. Jetzt verstehe ich, dass der Bronzelot ist verwundet. Wie schrecklich, wir müssen es schnell versorgen. Bronn. Die Bronn. Wieder einkaufen. Das ist schon abgeschlossen. Ich verabschiede mich da mal. Okay. Bergbasis. Oh, sehr gut. Ja, dafür wird jetzt mein Shelterra gehealt. Super. Meine Tasche ist voll. Nein, ich brauche das Teil doch. Aber zumindest irgendwas herstellen. In der Not und so. Kann man hier noch einen Funkelhonig. Dankeschön. CR Pilz. Ups. So. Machen eigentlich generell die Karte hier. Ich wäre schon richtig einsame Quelle. Okay, ja. Also sind das die Bäume hier, wo theoretisch eben so ein Vieh sein könnte. Ich habe irgendwie sagen, dass es hier irgendwie auch so ein Herrscher-Bronzong sein könnte. Oh, noch Liebes, ernsthaft. Ich habe keine Zeit dafür. Denn das ist die Kür. So. Naja, Basislager ist immer cool. Aufgaben. Wenn ein bisschen was getan, sogar einen Scarabon gefangen, cool. Ein Herrscher X-Bat, Kaumalat, genau, noch ein paar. Kann man eigentlich auch mal noch trainieren, wa? Das Trainieren einfach mal ins Team mitnehmen, weil Training ist hier natürlich ein bisschen was anderes als bei den anderen Pokémon-Spielen. So, Luxio, Parasect, Golbat schon mal Stufe 10. Sehr gut, sehr gut. Shelterra fehlt noch ein bisschen was, muss ich irgendwas Spezielles machen. Krafttechnik sehen noch ein paar. Holzhammer, ja, ich würde es gerne erstmal, keine Ahnung, vielleicht mal lernen. Wäre mal so eine Option. Dann noch Blitz noch ein paar Mal einsetzen. Okay, da kriege ich hin. Gefangen werden in der Luft war, nee. Ja, da muss ich am nächsten Tag fangen. Ja, super, natürlich. Registrierte Formen. Ach du Scheiße, ja, viel Spaß dabei. Ich möchte die Forschung fortsetzen, denn ich forsche. Wie es sich gehört zu forschen. So, legen wir alles mal ab hier. Also nicht unbedingt alles, aber ein paar Dinge. Andererseits, das spricht dagegen, alles irgendwie zu verschieben.
Mein Nase juckt gerade. Viele Beeren wie immer, wie können es anders sein? Leiter fangen. Eine AP erhöht. Ja, ist zwar schön und so, aber langsam schwerfälliger, wird es ruhiger. Das könnte man sich mal theoretisch überlegen, obwohl ich es ja selten einsetze. So. Kann den mal noch mitnehmen. Sind die schweren Bälle. Okay, hier ist der Lagerkiste 2. Jo. So, einen Leistungsstein behalte ich mal noch. Der Rest, Metallknospen, natürlich auch zum selber herstellen und so, ist klar. Noch ein paar Bälle und so können wir vielleicht nochmal noch craften bei Gelegenheit. Ja, aber aktuell sieht es gar nicht mal so schlecht aus, bis auf die Tränke. Da können wir, glaube ich, mal noch ein paar kaufen, wollte ich gerade sagen. Einkaufen. Ja. Die einfachen Bälle, die eher weniger. Ja, komm, ein bisschen Kohle habe ich, ja. Dann haben wir noch 10, behalten wir noch. Beleber können wir noch 2 mit. Rauchkugel finde ich eigentlich sehr geil. Knallkugel. Ja, ich weiß, ich habe noch einen im Ding. Ich könnte mal... Ja komm, wir können mal versuchen. Eigentlich finde ich es noch cool. Rein theoretisch. Warte mal. Also ich hätte irgendwie was gehabt mit Pokémon. Ey, man kann direkt auf die Weide zugreifen, okay. Das ist natürlich auch schön mit den ganzen Kaumalats und so. Oder ein X-Bad, finsterer Blutsauger, alter Schwede. Was hat denn das Garbon so drauf? Oh, geht eigentlich noch. Das Kaumalat. Immerhin Drachenklaue, kannst du auch sehen lassen. Dampfwalze. Ja, dann irgendwie kein Erdbeben, da gibt es wohl in dem Spiel hier gar nichts. Schon krass, was ein paar Punkte der Fähigkeitsleiste rechts bewirken können, wa? Dass ein Teil der Werte so krass ansteigen. Wir müssen mal ein bisschen aufräumen hier. Und irgendwie im Verlauf des Let's Plays auch mal mit Pokémon Home verbinden und dort mal ein bisschen gucken. Und eben auch mit anderen Dingen tauschen. Da ist noch ein Boden am Boden, okay. Man könnte noch vieles machen, Freunde. Also Sternstab verkaufen, genau. Ich könnte sie eigentlich auch behalten und irgendwie... Aha, warte mal. Ja gut. Man kann sie auch irgendwie craften und irgendwie Nuggets craften und sowas in der Art. Wo er Sternstab braucht, oder war es die Sterne... Nicht Sternenstab, sondern nicht Steine, wie hießen die anderen? Ah! Mist. Ja, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Da gibt es noch einiges, was man machen könnte mit dem Crafting. Kann theoretisch auch selber Rauchkugel machen, braucht dafür aber Rauchknollen rumplan, müssen wir mal farmen gehen. Was war das, was man meinte? Nee, das war... Hier bei alle ist es schon richtig. Müssen wir das erstmal noch kaufen, damit ich das craften könnte. Das könnte sein, wa? Irgendwie Sternsplitter war es, aber was ich gerade meinte. Egal. So. Jo, sind wir hier, da ist er schön, aber ich muss ja eigentlich weiter. Also, Quest hier, Basislager, alles cool. Pilgerpfad, ich muss irgendwie hier durch, wa? Weil dort müssen wir eigentlich entlang. Wenn ich schon hier bin, natürlich mit Ursa Luna. Da unten durch, wa? Natürlich auch noch ein paar Herrscher und so hier haben.
Oh, die Ursas. Den Ursa-Ring selber sogar auch noch. Ja, da kann man natürlich so nicht hin, wa? Das heißt, wir können uns ja eigentlich ein eigenes Ursa Luna entwickeln. Aktuell. Denn wir haben ja einen Torfblock. Aber jetzt was? Mach jetzt mal. Volltrefferling. Ich versuche mal mir hier ein Ursa-Ring-mäßig und so ein bisschen was zu machen. Warte mal. Welcher Köder war jetzt für was schon wieder? Ich suche irgendwie was Monströses. Was für ein monströses Pokémon? Ja, am Boden in den Pokémon-Schlag angeht. Ich versuche mit dem Reisköder, komm. Also es entwickelt sich ja zu einem Boden-Pokémon, also könnte das durchaus funktionieren. Was ist eigentlich mit Level? 30. So viele Schwerbälle fahren, die musste mal loswerden. Okay, geklappt. Obwohl Honig eigentlich bei dem auch gut funktionieren müsste. Rein theoretisch. Ich meine, das ist ein Bär. So ein Dampfwalze gesehen. Also die Frage, soll es gegen es kämpfen, damit das Dampfwalze einsetzt? Ich weiß gar nicht, ob es schon drauf hat, die Attacke. Oder schon verlernt hat oder so. Aber da waren noch irgendwie andere Viecher. Ups. Also das war ja clever. Könnte funktionieren. Okay, Schwein gehabt. Die lassen sich relativ einfach fangen, offenbar. Da haben wir noch Teddy Ursa. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon pennen oder so. Ich frage mich war bei diesen sowohl Hisui-Formen als auch den neuen Pokémon, so wie Axantor oder Ursa Luna. Das sind ja eigentlich neue Pokémon, die ja für die, falsche Taste, die ja der 8. Generation angehören. Also quasi eher so, ein Schwert und Schild in den Pokédex eigentlich den noch erweitern würden. Ist aber nicht so, das wissen wir auch schon damals mit Meltan und Melmetal so, dass es quasi wieder neue Pokémon gab, die aber nichts mit dem früheren Dex oder dem aktuellen Spielen zu tun hatten. Ist an dem auch kein Problem. Aber was wir dann auch zum späteren Zeitpunkt mal noch sehen werden, ist ja, dass zum Beispiel Axant oder Hisui Tornupto zwar auf die Pokémon Home übertragen werden können, aber halt auch keine Fähigkeiten zu haben, dass sie in keine anderen Spiele transferiert werden können. Wir können nicht irgendwie Axantor nach Schwert und Schild oder nach Diamant und Perl schicken. Also es ist ja eigentlich nur in der Hisui-Region, also sprich in der Vergangenheit zu Hause, aber das macht ja auch, wenn man es künftigen Spielen vielleicht mal kompetitiv einsetzen will oder so, ja keinen Sinn. Also wird es auch dafür halt irgendwie mal Fähigkeiten zu geben für die Pokémon oder einen anderen Attackendex quasi, der nur halt für die Pokémon in anderen Spielen gilt, der halt 9. Generation und so war. Da sind wir auch schon, sag's mal, gut dabei. Weil Kamsin und Purpur sind ja auch schon auf dem Weg. Manchmal verzieht der Ball wieder ganz, ganz seltsam. So, gefangen 2 von 2. Sehr schön. Also wie gesagt, theoretisch können wir jetzt eines der beiden Ursa Lunas entwickeln. Der Ursa Ring, Entschuldigung, Ursa Luna, Ursa Ring. Werden wir auch demnächst tun. Hier sind überall Bohnen am Boden. Ja, wir können natürlich auch Bodenköder machen, ne? Passt schon. So. Wir sind zwar schon mal 20 Minuten vorhin, ich würde aber trotzdem da gerne noch reingehen, denn das sieht mir so aus, als wäre da irgendwie wieder ein Wächter zu Hause.
Ja, war nicht diese seltsame Wächterin, diese nette alte Dame. Auch so eine, die irgendwie dachte, ja komm, ich will dich prüfen und dann darfst du nachher Rosaluna rufen. Alter Steinbruch. Oh, jetzt Bronzels. Ach, das ist Bronzong, Entschuldigung. Ist das ein Herrscher? Schwer zu sehen, so im Dunkeln. Na, komm mal, bist du? Nö. Ich versuche mal direkt so. Könnte ja klappen. Können aber auch verkacken. Ich frage mich, ob... Schade, der Effekt war hin. Der Effekt, er war einfach hin. Ich verstehe es nicht. So. Stahl auf Stahl, übrigens. So, und jetzt hier ein bisschen Donnerblitz. War noch gekillt. So, das lobe ich mir, Freunde. Dann setze ich mal einen Schwerball ein. Paralysiert Geschwäch müsste doch klappen. Bronzong gefangen. Na. Okay. 1 Donnerblitz gesehen. Jo, 3 fehlen noch. Ich finde es cool, dass man hier direkt auch angezeigt bekommt, wie viele noch irgendwie fehlen würden. Oh. Oh, so viele Items. Was wäre eigentlich perfekt geeignet für die Typen? Nee. Nee, wohl eher auch weniger. Pilzköder. Monströse. So könnte bei denen funktionieren, wa? So, Bronzel. Okay, Freunde, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Will ich mal behaupten. Ja, da oben noch. Ja, da kommen wir so natürlich nicht hin. Ne? Ich glaube, da ist ein perfekter Parkour nachher. Wie ist das Viech? Sneeboss, glaube ich, war. Um dessen Fähigkeiten zu ergründen. Soll er hier eine Art Wächter oder Helfer-Pokémon sein, ne? So wie die drei, die wir bereits haben. Und ja, die Vermutung liegt nahe, dass es wohl auch eine Entwicklung sein dürfte von Sneebel oder Sneebuna. Sneebuna glaube ich eher weniger. Die dritte Form wäre schon krass. Wobei, bei Rosaluna hatten wir das auch, also warum eigentlich nicht, wa? Und ja, in der Hinsicht sagen wir mal an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legenden Arceus auf dem Weg zum Wächter und dann natürlich noch zum ihr wisst schon, zum König hier, genau. Wächter und König. Oh Mann. Bis dahin, bye bye.